Herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Theiss. Ich bin Gemeindeleiter hier in Zürich. Und danke vielmals, dass du eingeschaltet hast. Wir haben ein grosses Gebet und ein Anliegen als Kirche für dich, dass du durch diese Message Gott besser kennenlernen darfst. Für mich ist es eine besondere Freude, dass ich auch mit der David-Serie anfangen darf. Wir werden in dieser Serie 5 Geschichten anschauen miteinander aus dem Leben von David und einen ehrlichen Blick auf sein Leben werfen, über seine Stärken, aber auch über seine Schwächen, über seine Siege, aber auch über seine Niederlagen, seine Versagen. Weil wir können viel von David lernen, weil er ist ein Mann, der trotz Schwierigkeiten und Herausforderungen Grosses mit Gott erlebt hat. Und das möchte ich Gott auch für uns. Und das Thema heute Morgen heisst, Herausforderungen zu begegnen. Und ich möchte anfangen mit der wohl bekanntesten Geschichte vom Leben von David. Eine Geschichte, die wahrscheinlich auch die Menschen, die nichts mit Gott am Hut haben, zumindest vom Titel her kennen. Und das ist die Geschichte von David und vom Goliath. Ich habe ein Bild mitgebracht, wo wir da sehen. Es ist die Geschichte von einem kleinen Hirtenjungen, der einen über 3 Meter grossen Ries mit seiner Steinschleuder gekillt hat. Die Geschichte steht im Alten Testament, im 1. Samuel, im 17. Kapitel. Das Kapitel hat 58 Verse, ist jetzt viel, um alles zu lesen. Darum möchte ich kurz etwas zum Hintergrund sagen und dann ein paar Verse aus dieser Geschichte lesen. Es war so damals, die Philister, das war ein Volk, das waren Gegner von den Israeliten und die sind immer wieder gegen das Volk Gottes, gegen die Israeliten in Kampf, in Krieg gezogen und das ist auch so in dieser Situation. Und im Vers 3 heißt es dann, an einem Berghang standen die Philister am Hang gegenüber die Israeliten. Zwischen ihnen lag das Tal. Also die Situation, das ist das Tal, rechts und links Berghügel, auf der einen Seite die Philister und auf der anderen Seite die Israeliten. Da trat aus dem Heer der Philister ein einzelner Soldat heraus, Goliath aus der Stadt Gath. Er war über 3 Meter groß. Gerüstet war er mit einem Helm, einem schweren Schuppenpanzer und mit Beinschienen, alles aus Bronze. Dazu hatte er noch eine bronzene Lanze auf den Rücken geschnallt. Sein Brustpanzer wog 60 Kilogramm. Sein Speer war so dick wie ein kleiner Baum und allein die Eisenspitze des Speeres war über 7 Kilogramm schwer. Zur damaligen Zeit war das eine absolute Hightech-Ausrüstung. Vor ihm her marschierte sein Schildträger mit einem großen Schild. Goliath stellte sich den israelitischen Schlachtreihen gegenüber auf und brüllte: Was wollt ihr hier eigentlich mit eurem ganzen Heer? Ich bin ein Philister und ihr seid nur Knechte Sauls. Der Saul war damals der König in Israel. Los, wählt euren besten Mann aus und schickt ihn herunter zu mir. Wenn er mich töten kann, dann werden wir eure Sklaven sein. Aber wenn ich ihn erschlage, dann sollt ihr uns als Sklaven dienen. Ja, ich fordere heute alle Israeliten heraus. Wo ist der Mann, der es mit mir aufnehmen kann? Und dann im Vers 11, als Saul und seine Soldaten das hörten, erschraken sie und bekamen große Angst. Und dann im 24. Vers, kaum hatten die Israeliten Goliath erblickt, packte sie die Angst und sie ergriffen die Flucht. Der Autor da in dieser Geschichte dort so richtig herauskristallisieren und uns vor Augen führen, da ist der Ries und der verhöhnt das Volk Israel, er verhöhnt ihren Gott und was aus seinem Mund rausgekommen ist, das hat die Israeliten in Furcht und Schrecken versetzt. Sie haben zittert und sind davongelaufen vor ihm, davongerannt. Und ich möchte aus dieser Geschichte heute 3 Wahrheiten herauskristallisieren, 3 Wahrheiten aus dem Leben, auch von David, weil das ist nicht einfach nur eine Geschichte, die 3000 Jahre alt ist, sondern das ist eine Geschichte, die heute noch brandaktuell ist, auch für uns. Und die erste Wahrheit, und das ist eine ganz wichtige Wahrheit für uns, und die heisst, es gibt immer noch Riesen im Land. Es gibt immer noch Goliaths, es gibt immer noch Riesen im Land. Und wenn du nur an sie denkst, packt dich die Angst und du fürchtest dich vor ihnen. Es kann aber sein, dass du da bist und sagst, ja, also mir geht es eigentlich ganz gut.
Alles läuft wunderbar in meinem Leben und das freut mich sehr für dich. Aber die Wahrheit ist, dass die Riesen, die Herausforderungen im Leben oftmals viel schneller da sind, als uns lieb ist. Es kann zum Beispiel sein, dass du heute auf dem Heimweg bist und dein Handy klingelt. Oder vielleicht bist du morgen im Büro, wenn du kein Homeoffice hast und dein Chef klopft an die Tür. Oder du kommst eine E-Mail über oder ein SMS und du wirst von einem Moment auf den anderen mit einer Nachricht konfrontiert, die dein Leben total auf den Kopf stellt. Plötzlich stehst du vor einem Koloss, ich habe das Bild mitgebracht, und du kommst dir so klein und so schmächtig und so schwach vor. Wisst ihr, wie aktuell dass die Riesen auch heute noch sind? Das haben wir alle im letzten Jahr erlebt. Wo aus dem Nichts raus, plötzlich ist das Virus da und von einem Tag auf den anderen hat der Virus die ganze Welt in Furcht versetzt, lahmgelegt und heute, über ein Jahr später, haltet er uns immer noch in Atem. Riesen und Goliaths, das gibt es heute noch. Und sie kommen in den unterschiedlichsten Formen, den unterschiedlichsten Grössen in unser Leben. Es muss gar nichts so Grosses sein. Es kann zum Beispiel etwas Innerliches sein, irgendeine Erinnerung, die du hast. Und die Erinnerung versetzt dich jedes Mal in Panik. Oder es ist etwas, das dich Tag für Tag demoralisiert. Etwas, das dir alle Freude klaut. Oder vielleicht ist es eine Gewohnheit, von der du nicht loskommst. Oder es kann auch eine Sucht sein, die dein Leben gepackt hat. Es hat vielleicht ganz klein angefangen. Vielleicht da ein bisschen Alkohol, da ein bisschen Gamen, da ab und zu ein Porno. Oder was vor allem auch noch sehr aktuell ist, Online-Shoppen, oder? Jetzt in der Corona-Zeit hast du angefangen und jetzt kommst du nicht mehr los davon. Die Sachen haben sich plötzlich eingenischt in deinem Leben, haben Macht über dein Leben und sind zu einem Ries in deinem Leben geworden. Es kann aber auch etwas Tragisches sein. Wir haben es auch gesehen heute im Gebet, Gesundheit, Krankheit. Vielleicht bist du beim Arzt und hat dir gesagt, es tut mir leid, ich kann nichts mehr für sie machen. Ein Ries. Es kann auch sein, dass du vielleicht in einer Familiensituation bist, die tragisch ist, Scheidung, bist verlassen worden, bist vielleicht betrogen worden. Und da türmt sich etwas auf in deinem Leben, das dich völlig überfordert. Vielleicht ist eines von deinen Kindern auf Abweg geraten und du bist jetzt in einer Situation und du fühlst dich nur noch überfordert. Es könnte aber auch Angst sein. Es gibt ja tausende Arten von Angst. Man hat gesehen, Schulabschluss, LAP. Vielleicht hast du nicht normal lernen, hast nicht in die Schule und jetzt hast du den Abschluss und du hast nur eins. Panik ist ein riesen Koloss vor dir. Du weißt nicht, wie du den bewältigen kannst. Oder die Angst vor der Zukunft, vor dem Unbekannten, vor dem, wo du vielleicht ungewiss ist in deinem Leben, wie ich je wieder eine Arbeitsstelle finden, wie ich je wieder mein Leben in Gang setzen. Und alles, was die Riesen in deinem Leben tun, ist, sie beschäftigen dich Tag und Nacht. Du musst nonstop über diese Sachen nachdenken und sie machen dir einfach Angst. Die Riesen, die stehen heute noch auf in unserem Leben. Sie wollen dich gefangen nehmen, sie wollen dich dieser Freiheit, die wir in Jesus Christus haben, berauben. Es ist sehr interessant an dieser Geschichte. Das Volk Israel ist da im verheißenen Land gewesen. In dem Land, wo Gott ihnen gegeben hat, wo er gesagt hat, hey, da ist alles, was ihr braucht, da ist die Fülle von mir, das ist euer Land. Und trotzdem hat es Riesen gegeben in diesem Land. Und vielleicht bist du da und du denkst, ja, aber als ich Christ geworden bin, als ich mein Leben Jesus übergeben habe, und da bin ich ja eigentlich auch ins verheißene Land eingezogen und ich habe gedacht, ab jetzt wird alles nur noch so easy und problemlos sein in meinem Leben, so von Sieg zu Sieg und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und von Gehaltserhöhung zu Gehaltserhöhung. Und plötzlich merkst du, dass dem gar nicht so ist. Und du denkst, ja, warum hat mir dann niemand gesagt, dass ich auch als Christ noch Herausforderungen habe, dass es noch Riesen im Land hat?
Weißt du, nur weil du an Jesus glaubst, bedeutet das überhaupt nicht, dass du keinen Kampf mehr hast im Leben, sondern ich möchte fast sagen, eher im Gegenteil. Manchmal hast du mehr Kampf, weil der Feind alles versucht, um dich davon fernzuhalten, wirklich für Gott zu leben, zu Gottes Ehre zu leben, alles für Gott zu geben. Wir müssen uns das neues Bewusstsein rufen. Es gibt immer noch Riesen im Land. Das, was wir da erleben auf dieser Erde, das ist nicht Himmel. Wir leben in einer kaputten Welt, in einer gefallenen Schöpfung. Also die erste Wahrheit, es gibt immer noch Riesen im Land. Die zweite Wahrheit ist, die Riesen, die können uns lähmen. Stellt euch mal vor, der Goliath, über 3 Meter groß, der ist doppelt so groß wie ich. Allein sein Brustpanzer, 60 Kilogramm schwer. Und der ist jeden Tag am Morgen und am Abend ist der rausgekommen aus der Schlachtreihe und ist vor die Israeliten angestanden und hat gesagt, ihr Feigling, ihr Schwächling, hey, ich werde euch umbringen, ich werde euch und eure Kinder nehmen und den Vögeln zum Fraß vorwerfen. Hey, euer Gott ist viel zu schwach. Euer Gott, ja, der ist viel zu klein, der kann euch nicht helfen. Wer ist bereit, gegen mich zu kämpfen? Und die Stimme ist nicht nur an einem Tag gekommen. Oder an 2 Tagen. Oder an 3 Tagen. Oder eine Woche lang. Nein, 40 Tage lang. Jeden Morgen, jeden Abend. Das sind fast 6 Wochen. Warum kommt die Stimme vom Goliath am Morgen? Ganz einfach, weil der Teufel weiss, was er schon am Morgen in unsere Gedanken hineinbringen kann. Das wird uns nachher den ganzen Tag über beschäftigen. So Gedanken, du bist sowieso zu schwach und Gott wird deine Gebete nicht erhören, von den anderen erhört es, aber dich hat er weniger gern. Alles so Lebenslüge nach Lebenslüge kommt in dein Leben hinein und dementsprechend werden wir uns verhalten. Denn wir leben immer so, wie wir denken. Die Bibel sagt nicht umsonst, so wie ein Mensch denkt, so ist er. Der Teufel will in dein Denken hineinkommen. Warum kommt die Stimme vom Goliath auch am Abend? Ganz einfach, weil der Teufel auch weiss, was er am Abend in deine Gedanken hineinbringt, das wird dich dann in der Nacht beschäftigen. Das kann dann sein, dass du stundenlang wach liegst und Panik bekommst, weil die Sachen werden 10-mal grösser in der Nacht wie am Tag. Und vielleicht endet es sogar in Albträumen. Der Feind versucht alles durch die Riesen in unsere Gedanken hineinzukommen, mit Sorgen, um uns einzuschüchtern, um uns lahmzulegen. Und bevor wir es merken, wird die Stimme vom Ries Teil von unserem Leben. Auf einmal ist der Ries von der Angst, der Ries von der Sucht, der Ries von der Krankheit nicht mehr etwas, wo ich dagegen kämpfe oder aufstehe, sondern er ist Teil von meinem Leben und er beherrscht mein Denken. Wenn wir uns das vorstellen, das ganze Heer von Israel, inklusive Saul, und das sind bestens ausgebildete Soldaten gewesen, sie sind lahmgelegt von dem Wort vom Goliath. Die haben wahrscheinlich gedacht, hey, über 3 Meter groß, die Hightech-Ausrüstung. Ich bin doch nicht blöd und kämpfe gegen den. Der verriesst mich ja gerade in der Luft. Und das trotz einer grossen Belohnung, die der König Saul ausgesetzt hat für den, der gegen den Goliath kämpft. Im Vers 25 können wir das lesen. Der König hat eine hohe Belohnung ausgesetzt für den, der diesen Kerl umbringt. Ja, er will ihm sogar seine Tochter zur Frau geben. Dazu soll seine ganze Familie sofort von den Steuern befreit werden. Hey, sofort von den Steuern befreit werden. Du, deine Familie für den Rest vom Leben. Das würde ich sofort unterschreiben. Was für ein Deal. Und trotzdem ist keiner bereit gewesen, den Kampf mit dem Goliath aufzunehmen. Warum? Sie sind eingeschüchtert gewesen. Das war schon ein Geist von der Lähmung über dem Heer von Israel gewesen. Wenn wir das bewusst sind, das ist für uns die Gefahr, dass wir uns mit diesen Goliaths, mit diesen Lebenssituationen, mit diesen Herausforderungen in unserem Leben ganz einfach abfinden und vor ihnen kapitulieren, dass wir dann halt sagen, ja weisst, ich bin halt schon immer ängstlich gewesen. Oder dass wir sagen, ja weisst,
Ich habe schon versucht, die Sucht zu überwinden, aber es funktioniert halt einfach nicht. Und sowieso, ich habe all das explosives Temperament und Gott hat mir das ja gegeben. Wir haben eine Entschuldigung nach der anderen und wir haben damit aufgehört zu glauben, dass sich etwas an dem ändern kann. Und jetzt kommt Gott und er will uns heute Morgen etwas sagen. Und wisst ihr, was er uns will sagen? Dir und mir. Auch dein Goliath muss fallen. Auch dein Goliath, auch dein Ries, was immer das es ist in deinem Leben, wo dich lahmgelegt hat, muss fallen. Glauben wir das? Kannst du das mal sagen? Mein Goliath muss fallen. Und jetzt kommen wir zum David. In dieser Geschichte. Er war so anders. Er war ja nicht bei den Israeliten im Heer, weil er erst 13-jährig war. Er war viel zu klein, viel zu jung, um in der Armee zu sein. Er war bei den Schafen von seinem Vater, aber der Vater hat ihn geholt, hat gesagt, du, geh mal an die Front, geh mal schauen, dass deinen 3 ältesten Brüdern geht und bring ihnen noch ein bisschen Nachschub an Nahrung. Und das hat er dann gemacht und das war genau am 40. Tag, wo der David zum Heer von Israel gekommen ist. Und in dem Moment, wo er da war, kommt der Goliath wieder raus und verhöhnt die Israeliten. Er verhöhnt den Gott von Israels. Und wie hat der David reagiert? Hat er auch Rechtsumkehr gemacht und ist geflüchtet? Zitternd vor Angst? Nein. Der David sagt Folgendes im Vers 26. Wir können doch nicht dulden, dass dieser unbeschnittene Philister sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig macht. Hey, der David hat so eine andere Sicht von der Situation gehabt. Und er hat gesagt, ich kämpfe gegen den. Man hat ihn dann zum Saul gebracht. Und dann hat er zum Saul, zum König gesagt, Vers 32, mein König, sagte David zu Saul, von diesem Kerl müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen. Das ist unmöglich, antwortete Saul. Wie soll ein junger Mann wie du den Zweikampf mit diesem Philister gewinnen? Du bist ja fast noch ein Kind. Er aber ist ein erfahrener Soldat, der von Jugend auf gelernt hat, mit Waffen umzugehen. Du, was ist so anders gewesen beim David? Der David, er hat nicht den Ries gesehen, den Goliath, sondern er hat den echten Ries hinter dem Ries gesehen. Er hat seinen Gott gesehen. Er hat den allmächtigen Gott gesehen und er hat gewusst, wie gross das sein Gott ist. Und darum sagt der David heute Morgen zu uns, hey, es gibt einen, der ist grösser, der ist stärker als jede Situation in deinem Leben, als jeder Ries, der sich erhoben hat in deinem Leben. Nicht du musst grösser und stärker sein, aber du musst den kennen, der grösser und stärker ist. Darum lass deinen Mut nicht sinken. Gib nicht auf, denn auch dein Goliath muss fallen. Und damit kommen wir zum dritten Punkt zu der dritten Wahrheit in dieser Geschichte. Es gibt einen, der ist grösser und stärker als alle Riesen. Viele, die die Geschichte lesen, die denken an Folgendes. Wenn ich nur so mutig wäre wie der David, wenn ich nur so viel Glauben hätte wie der David, dann könnte ich die Riesen in meinem Leben auch besiegen. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, nicht du musst deine Riesen besiegen. Es fängt nicht bei dir an. Warum? Weil du nicht der David bist in dieser Geschichte. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber du bist nicht der David in dieser Geschichte. Wenn immer wir die Bibel lesen, und vor allem das Alte Testament, was ich euch sehr empfehle, dann müssen wir immer Ausschau halten nach einer Person im Alten Testament. Wisst ihr, wer die Person ist? Jesus. Die Bibel redet nicht über unsere Fähigkeiten, sondern die Bibel weist auf Jesus hin, der Retter dieser Welt. Wo ist Jesus in dieser Geschichte von David und Goliath? Er ist sicher nicht das Heer Israels und auch nicht der König Saul, weil die sind lahmgelegt vor Angst und mein Jesus hat keine Angst. Er ist sicher auch nicht der Goliath gewesen, sonst hätte er sich ja selber verhöhnt. Aber wo ist dann
Jesus in dieser Geschichte. Er muss der braunbrannte 13-jährige Hirtenjunge sein, der von seinem Vater geschickt worden ist an die Front. Und der mitbekommen hat, wie der Goliath, der Ries, das Volk von Israel verhöhnt hat. Und wenn er auch den Namen Gottes entehrt hat. Und das hat ihn gewurmt, das hat er nicht stehen lassen. Und das ist so entscheidend wichtig in dieser Geschichte. Es geht, die Riesen in unserem Leben, wisst ihr, was die machen? Die entehren Gott. Die sagen, dein Gott ist zu klein. Dein Gott kann dir nicht helfen. Dein Gott hat keine Möglichkeit, dich aus dieser Situation rauszubringen. Und was hat der David gemacht? Er hat seine Steinschleuder genommen. Er ist am Goliath entgegengegangen. Er hat seine Schleuder genommen. Ein Stein. Und die Bibel sagt, der Stein hat sich direkt in die Stirn vom Goliath hineingebohrt und er ist tot umgekippt. Der David ist dann übergelaufen zu dem Goliath und er hat ja keine Waffe gehabt, kein Speer gehabt, nichts. Kein Schwert und er hat ein Schwert genommen vom Goliath. Und was hat er gemacht? Er hat mit dem Schwert den Kopf abgehauen vom Goliath. Und ich habe euch das Bild mitgebracht vom Caravaggio. Auch wieder Kunst, wie ist die Szene festgehalten worden, wie der David dann den Kopf genommen hat, den abgehauenen Kopf, ziemlich widerlich, oder? Genommen hat und da mit dem Kopf zum Saul ist. Aber nicht nur zum Saul, er ist später auch nach Jerusalem gegangen und hat gesagt, hey Leute, ich möchte, dass ihr ein für alle Mal etwas wisst. Wir haben einen grossen Gott. Und wenn immer ihr daran zweifelt, wenn immer ihr eingeschüchtert werdet in eurem Herzen, schaut auf den abgehauenen Kopf von Goliath. Unser Gott ist Sieger. Ihm ist alles möglich. Ihr müsst keine Angst haben. Was heisst das jetzt für uns? Wenn wir auf den Kopf schauen, abgehauen? Nein. Wir haben etwas viel Grösseres. Wir haben es erst gerade vor einer Woche gefeiert. Wisst ihr, was wir haben? Wir haben ein leeres Grab. Auch davon habe ich ein Bild mitgebracht. Ein leeres Grab. Du, Jesus ist nicht nur am Kreuz gestorben für all unsere Schuld. Jesus ist auch auferstanden. Er hat triumphiert über jede Macht von der Finsternis. Er hat triumphiert über jede dämonische Macht. Er hat triumphiert über den Tod. Er ist ein für alle Mal Sieger. Er hat den höchsten Sieg für uns, für dich und für mich errungen. Und Jesus, der Auferstandene, er ist vielen Menschen begegnet nach der Auferstehung. Und bevor er zurück in den Himmel ist er angestanden vor seinen Leuten und hat gesagt, hey, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erde. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erde. Darum, nicht wir müssen die Riesen besiegen. Jesus hat es bereits für uns da. Und darum ist der David da ein Bild für Jesus in dieser Geschichte, wo der Sieg, der endgültige Sieg errungen hat. Und die Frage für uns ist nicht, jetzt, wie können wir unsere Riesen besiegen, sondern die Frage ist, wie können wir im Sieg leben, wo Jesus für uns erworben hat. Und dazu möchte ich euch noch einen ganz wichtigen Punkt mitgeben. Und der Punkt lautet, du wirst immer über das reden, was du anschaust. Merkt ihr das? Du wirst immer über das reden, was du vor Augen hast. Die Schlachtreihe von Israel, was haben sie vor Augen gehabt? Der Ries, über 3 Meter groß, der Goliath. Über was haben sie geredet? Wie gross das er ist. Was für eine Hightech-Rüstung das er hat. Wie unmöglich das es ist, gegen den zu kämpfen. Der David, was hat er vor Augen gehabt? Sein grosser Gott. Und worüber hat er geredet? Er hat gesagt, hey, wer ist der unbeschnittene Philister? Hey, der kann doch nicht einfach uns verhöhnen. Er hat so eine andere Sicht gehabt. Denken wir mal an die 12 Spione. Das ist auch eine Geschichte aus dem Alten Testament, wo das Volk Israel vor dem verheißenen Land war. Das Land, wo Gott ihnen potenziell bereits gegeben hat. Haben sie zuerst 12 Spione ausgesandt, um das auszukundschaften. Da sind sie zurückgekommen. Alle
haben das Gleiche gesehen. 10 von ihnen haben gesagt, hey, ist wirklich ein gutes Land. Aber da hat es Riesen, da hat es grosse Riesen. Es ist unmöglich, dass wir das Land einnehmen können. Wir sind viel zu schwach. Wir sind wie Heuschrecken in ihren Augen. Die 2 anderen, der Josua und Kaleb, was haben sie gesagt? Ja, es ist ein wunderbares Land. Voller Milch und Honig. Lasst uns sofort einziehen und das Land einnehmen, weil Gott hat uns das Land gegeben. Sehen wir den Unterschied? Schon krass. Sie haben das Gleiche gesehen. Aber aus ihrem Mund sind total unterschiedliche Botschaften gekommen. Sehen wir müssen das bewusst sein. Du wirst immer über das reden, was du siehst. Was siehst du? Es geht da nicht um positives Denken. Kaleb und Josua haben nicht die Umstände verneint. Haben nicht gesagt, es gibt keine Riesen. Einfach die Augen zu und nein. Aber sie haben gewusst, wer ihr Gott ist. Einige von euch, ihr seht nur eure Riesen. Und was macht ihr? Ihr redet den ganzen Tag lang über eure Riesen. Und erzählt noch allen anderen auch noch von euren Riesen. Und wisst ihr, was ihr macht? Ihr preiset eure Riesen. Und dadurch werden sie nur noch grösser. Kennt ihr den Spruch? Sag Gott nicht, wie gross dass deine Berge sind, sondern sag deinen Bergen, wie gross dass dein Gott ist. Das ist genau der Unterschied. Wo dann der David dem Goliath gegenübergetreten ist, da sehen wir, was er für eine Sicht hat. Was er gesagt hat, im Vers 45, sagt er zum Goliath, du trittst mir mit Schwert, Speeren und Wurfspießen entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes des israelitischen Heeres, das du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich besiegen. Du, der David hat gewusst, nicht ich, Gott. Gott wird meinen Feind besiegen. Er hat das gesehen und hat dann gesagt, ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen. Er hat gewusst, ohne Gott könnte er das niemals. David hat gewusst, wer er ist. Und er hat auch gewusst, wer sein Gott ist. Und er hat den Namen von seinem Gott gepriesen. Wo hat der David das gelernt? Warum war er so anders? Der David, er war ja Schafhirt, hat Wochen, Monate lang die Schafe von seinem Vater gehütet, draussen auf den Feldern, total einsam, lange Nacht, einsame Nacht. Und was hat der David in dieser Zeit gemacht? Er hat sein Instrument für ihn geholt und hat angefangen, Gott zu erheben, Gott zu preisen. Er hat die Lieder aufgeschrieben und wir können sie heute nachlesen, wie wir heute das gemacht haben, am Anfang Psalm 18. In den Psalmen lesen wir all die Lieder, wo wir sehen, was er erlebt hat mit Gott. Und in einem von diesen Psalmen, im Psalm 8, da heißt es, ich bestaune den Himmel, das Werk deiner Hände, den Mond und alle die Sterne, die du geschaffen hast. Wie klein ist da der Mensch, wie gering und unbedeutend, und doch gibst du dich mit ihm ab und kümmerst dich um ihn. Ich kann mir so vorstellen, wie der David in der Nacht am Boden gelegen ist und so ins All geschaut hat und gedacht hat, wow, das hat Gott alles geschaffen. Er hat den Himmel geschaffen, er hat den Mond geschaffen, die Sterne. Wow, das ist so ein grosser Gott. Und trotzdem bin ich ihm nicht egal. Trotzdem kümmert er sich um mich. Du, der David, der hat ein galaktisches Bild von Gott gehabt. Sein Bild von Gott ist so gross und er hat den grossen Gott erlebt. Wenn wir anfangen, inmitten von unseren Herausforderungen, inmitten von unseren Riesen, die sich aufgebaut haben in unserem Leben, uns anfangen auf Gott ausrichten, auf den Allmächtigen. Dass wir Gott vor Augen haben und dass wir ihn anbeten, seine Größe loben und preisen, dann werden all die Riesen Macht in unserem Leben, in unseren Gedanken verlieren. Und damit fängt der Sieg von Jesus in unserem Leben über diesen Riesen an. Wisst ihr, dann sehen plötzlich die Goliaths in unserem Leben so klein aus. Was sind schon 3 Meter für Gott? Nein, ich möchte damit nicht deine Situation irgendwie klein reden. Dein Reis.
Verstehe mich bitte richtig, aber ich möchte uns helfen, dass wir die richtige Perspektive bekommen, die richtige Sicht von Gott, dass wir sehen, Gott ist so viel grösser. Gott ist so viel mächtiger, wie jeder Reis, wie jede Herausforderung, die in unser Leben hineinkommen kann. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen, heute Morgen. Und ich bete, dass wir heute verstehen können, dass jeder Goliath in unserem Leben fallen muss, weil Jesus ihn bereits besiegt hat. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erde. Und ich bin überzeugt, dass Gott heute Morgen in unserer Mitte ist und Ausschau hält nach Menschen, die bereit sind, aufzustehen. Aufzustehen und zu sagen, ich höre auf, Goliath in meinem Leben zu preisen und ich fange an, Gott in meinem Leben zu erheben, weil mein Gott ist grösser als jeder Reis. Ich lasse mich nicht länger von diesen Herausforderungen in meinem Leben einschüchtern oder lahmlegen. Ich lasse nicht länger zu, dass Gott entehrt wird. Ich will zu Gottes Ehre leben. Ich will, dass Gott durch mein Leben geehrt wird. Und nichts anderes, kein Reis. Ich bete, dass, wenn du heute Morgen von da rausgehst, dass du nicht denkst, oh, meine Herausforderungen, meine Goliaths, meine Riesen sind so gross. Sondern dass du heute Morgen da rausgehst und sagst, oh, mein Gott ist so viel grösser. Mein Gott ist so gross. So gross. Ich würde sehr gerne jetzt noch mit einer Zeit vom Gebet auch abschliessen. Wenn wir doch alle aufstehen miteinander. Und wenn wir das Wort auf uns wirken lassen, möchte ich fragen, gibt es Riesen, gibt es Herausforderungen in deinem Leben? Vielleicht bist du in einer menschlich hoffnungslosen Situation. Und das nimmt dir alle Kraft. Vielleicht bist du in einer Sucht, wo du nicht loskommst davon. Vielleicht bist du gefangen in einem Denkmuster von der Angst. Vielleicht hast du gemerkt, wie du lahmgelegt bist. Vielleicht hast du keinen Antrieb. Bist bequem geworden. Das hat dich im Griff. Das ist auch ein Reis. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, bist du bereit zum Aufstehen? Aufstehen und sagen, ich glaube, dass Gott grösser ist als jeder Reis. Und jeder Reis in meinem Leben muss fallen. Muss fallen. Wenn das deine Entscheidung ist, wenn du so aufstehen willst, und wenn ich für dich bete, dann heb doch einfach kurz deine Hand. Gott sieht deine Hand, sieht deine Situation. Jesus, ich danke dir, du siehst uns da und du siehst die vielen Hände. Auch daheim Menschen, die in so unmöglichen Situationen stehen. Und Jesus, wir danken dir, dass du ein für alle Mal den Tod besiegt hast, ein für alle Mal den Teufel besiegt hast und dass du lebst, dass du der Auferstandene bist. Danke dir, dass du so gute Absichten hast für unser Leben, dass du nur das Beste willst. Und ich bete jetzt gerade für all die Menschen, die durch die Predigt einmal mehr gesehen haben, wie du so viel grösser bist als alle Herausforderungen in ihrem Leben. Ich bitte dich, dass sie jetzt sehen mit ihren inneren und äußeren Augen, wie gross dass du bist. Ich bete, dass du jetzt jede Person auch einzeln berührst. Berührst mit deiner Kraft und dem, wo Menschen abhängig sind von irgendwas. Dass sie jetzt Befreiung dürfen erleben. Dass Menschen, die in unmöglichen Situationen sind, ob es Krankheit ist oder Hoffnungslosigkeit, wo es ein Wunder braucht, Herr, wenn wir dich jetzt erheben und dich preisen als den Wundervollbringer, wie wir schon gesungen haben, als der Heiler. Danke dir, dass du heute noch Menschen heilst, gerade jetzt. Oh Gott, ich danke dir, dass du deine Größe offenbar werden lässt über uns an diesem Tag. Da im Saal, du in der Zürich Lounge, jetzt gerade, daheim, der, wo der Livestream eingeschaltet ist. Danke, dass jetzt Menschen von der Kraft Gottes berührt werden. Und
dürfen geheilt sein. In deinem Namen, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, wenn du heute da bist und du sagst, ich lebe gar nicht mit Jesus, ich kenne den Jesus gar nicht, ich bin auf Distanz mit Gott oder ich habe ihn mal gekannt und ich bin andere Wege gegangen. Und der Reis, der dich beschäftigt, ist deine Schuld. Aber auch die Schuld muss fallen, weil Jesus auch für das gestorben ist. Und du darfst heute zu Jesus kommen. Du darfst sagen, ich brauche Vergebung. Und weißt, Jesus verurteilt dich niemals. Er freut sich, wenn du zu ihm kommst. Und du darfst jetzt einfach zu ihm sagen, bitte vergib mir. Rette du mich. Du bist der Retter von dieser Welt. Rette du mich. Mach mich neu. Ab heute will ich für dich leben. Du sollst mein Herr sein. Halleluja. Danke, Jesus, dass du da bist. Ich bete jetzt einfach noch, dass wir alle ganz neu sehen, wie gross du bist. Und was es heisst, dass dir alle Macht gibst im Himmel und auf Erden. Herr, dass wir eins werden mit dir. Wir wollen dich jetzt preisen, wir wollen dich loben, wir wollen dich erheben, wir wollen deine Grösse rühmen miteinander. Herr, du bist so ein grosser Gott. Vielen Dank, bist du dabei gewesen. Wir hoffen, dass die Message dazu beitragen durfte, dass du Jesus besser kennengelernt hast. Übrigens, wir würden uns auch freuen, von dir zu hören. Über unsere Website kannst du gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Wenn du spürst, dass so Botschaften ein Segen sind für andere oder du uns möchtest unterstützen, dann bete doch für uns. Und du darfst gerne auch spenden. Wir haben verschiedene Möglichkeiten über SMS, über Twint oder natürlich auch über das gute alte Online-Banking. Vielen, vielen Dank für das, was du tust, damit wir den Dienst weiter tun zum Segen von vielen Menschen. Danke nochmal, du bist heute dabei gewesen. Gottes reicher Segen mit dir.